So. Das heißt nochmal. Ja gut, er hängt da vorne irgendwo, hinter so einem Fassel umeinander. Den tun wir da her. Den können wir aber wieder mitnehmen. Das ist jetzt eine gute Frage. Tun wir den da her? Verschlossen. Das Lüftungssystem müsste meine Schritte übertönen. Aber das reicht noch nicht. Ich muss Hawkers Aufmerksamkeit auf etwas anderes lenken. Jetzt werden wir da 4 gingen. Ich könnte den elektronischen Peilsender hier platzieren. Ja, können wir den Peilsender irgendwie auffunken? Ja, können wir das abziehen? Nicht. Gut, geht nicht. Ach so, okay. Jetzt hätte ich gemeint, wir können den irgendwie auffunken. Ja, da ist der Peilsender. Und der Hawker ist irgendwie da hinten. Ja, wie mache ich denn das? Das ist eine gute Frage. Jetzt glaube ich, hole ich mal schnell den Peilsender wieder. Ich könnte den elektronischen Peilsender hier platzieren. Ja, Alter, den soll ich ja mitnehmen. Ich könnte den elektronischen Peilsender hier platzieren. Ach, den können wir nicht mehr mitnehmen, oder wir? Scheiße. Ja, jetzt wenn wir 4 gehen, dann knallen uns über den Haufen. Ja. So schnell geht's. So, das heißt, nochmal. Irgendwie muss es funktionieren. Ja, diesmal müssen wir kein Passwort suchen, sondern nur irgendwie den Typen überlisten. Aber das funktioniert noch nicht ganz. Jetzt schalte ich erst einmal dieses Ding aus. Oder besser gesagt, einschalten, damit es lauter ist. Das Lüftungssystem müsste meine Schritte
Ja. Na Moment. Jetzt wenn ich den Pulssender irgendwo da hinten abbringen. Dann würde doch wahrscheinlich vermuten, dass wir da herum sind. Ich gehe jetzt mal auf hier. Genau, und da bringen wir jetzt einmal an. Und jetzt marschiere ich wieder hinten rum. Auf die andere Seite um mich. Also auf die Seiten. Und versuche, dass ich ihm in den Rücken fallen kann. Klingt im ersten Moment logisch, aber ich bin mir nicht sicher, ob es funktioniert. Wahrscheinlich nicht. Es ist vorbei, James. Nimm die Waffe runter. Ich glaube, ich werde etwas anderes tun. Vielen Dank. Runter mit der Waffe, oder ich schieße! Tu das nicht! Ich hätte mir ein anderes Ende gewünscht. Jetzt muss ich nur noch Hernandez befreien. So, beschädigter PDA. Sieht aus, als würde Hawkers Gerät nicht mehr funktionieren. Ich muss verflucht sein. Dieses Ding enthält zweifellos wichtige Daten. Und dabei waren wir einmal Freunde. Schlimm. Elektronischer Schlüssel von Hawker. Der blaue. Eine geladene Pistole, schon besser. Genau, nehmen wir lieber mit. Denn er hat es nicht mehr nötig. Ja, jetzt haben wir schon den dritten Mörder erledigt. Jetzt reicht es aber schon bald. Noch ein elektronisches Schloss. Ich brauche nur den richtigen Schlüssel. Ich hoffe, wir haben den richtigen dabei. Gut, dann schauen wir mal eine zur Hernandez. Ich hoffe, das ist die richtige Tür. Aber normal schon, oder? Ja. Sind Sie in Ordnung, Hernandez? Ich werde Sie herausbringen. So, die hängt im elektrischen Stuhl. Wenn ihr mich hören könnt, Ladies, heißt das, dass ich tot bin. Das ist wirklich ärgerlich. Aber seid nicht traurig. Ich bin mit euch noch nicht fertig. Ich plane immer äußerst akribisch und ich hasse es zu verlieren. Also habe ich Vorbereitungen getroffen für den Fall, dass ich beim großen Finale nicht bei euch sein kann. Vic, meine liebe Partnerin, du hast mich verraten. Wirst du Hernandez auch im Stich lassen? Eine interessante Frage. In ein paar Minuten wird die berühmte Starjournalistin von 5TV auf dem elektrischen Stuhl gegrillt. Es sei denn, dass du, Vic, dieses unglückliche Ereignis verhindern kannst. Wenn du versagst, ist der Spaß für sie vorbei. Game over. Aber der Tod von Hernandez wird die Luken öffnen.
Wie du siehst, bin ich gar nicht so böse. Ich biete dir einen Ausweg. Die Kamera wird alles sorgfältig aufzeichnen und das Video wird live über das Internet übertragen. Seht es als kleine Hommage an die künstlerische Arbeit des Ostküstenkillers. Er konnte wie kein anderer Leiden auf Zelluloid bannen. Eine letzte Sache noch, Wick. Es gibt keine zweite Chance. Wäre das hier ein Videospiel, hätte ich es so programmiert, dass du immer nur eine Chance hast. Genug geplaudert. Macht euch bereit, die Damen. Ihr seid am Zug. Haben Sie gehört? Sie haben nur eine einzige Chance, mich zu retten, McPherson. Nur eine einzige Chance. Ja, toll. Und das wieder unter Zeitdruck. So, pass auf, wir müssen irgendwie das Ding abklemmen. Scheißdreck. Ich höre ein elektrisches Summen, das aus diesem Schrank kommt. Noch mehr Überraschungen? Ja, ich hoffe, wir brauchen kein Werkzeug. Wir haben nämlich nichts dabei. Diese Metallabdeckung schützt irgendetwas. Ich habe keine Zeit, mir das genauer anzusehen. Ein paar gut platzierte Kugeln werden den Bolzen schon knacken. Das ist die richtige Einstellung. So, jetzt haben wir das. Isolierschaum. Ich kann ihn mit bloßen Händen nicht herausreißen. Isolierschaum. Ich kann ihn mit bloßen Händen nicht herausreißen. Ein elektrischer Dimmer. Ich muss einen Weg finden, ihn zu blockieren. Ich brauche Isoliermaterial, wenn ich nicht an einem Stromschlag sterben möchte. Ja, Moment mal, wie soll ich denn das machen? Wir haben doch nichts dabei. Scheiße, was mache ich denn jetzt? Ja, das ist ja wieder wunderbar. Wir haben nämlich nichts dabei. Wir haben alles drin lassen. Das heißt, ich muss ganz zurückrennen. Was habe ich denn da eingeworfen? Nix, gell? Wunderbar. Ja, das wird ein großer Zeitdruck. Oh, die laufen ein bisschen schneller. Ja, die hat es auch nicht wirklich eilig. Ich nehme mal alles mit, wo es wichtig erscheint. Vielleicht nur Dietrich? Nein, brauchen wir eigentlich nicht, oder? Vielleicht nur das da. Und schnell wieder zurück. Und ich glaube, ich habe es eh schon ein paar Mal erwähnt, dass mir das alles sehr an so erinnert. Und mit dem Video, ja, hat es auch wirklich bestätigt. So, jetzt mach hin. Also, glaube ich, wird das nichts mehr. Wir haben nicht mehr viel Zeit. Die Hälfte ist schon vorbei. So, seht das? Isolierschaum. Na bitte, der Dimmer ist blockiert. Jetzt sollte die Stromstärke nicht mehr steigen können. Aber sie muss aus da. Ich höre ein Brummen, das aus der Fessel kommt. Ich höre ein Brummen, das aus der Fessel kommt. Ich höre ein elektrisches Summen, das aus diesem Schrank kommt. Noch mehr Überraschungen? Ja, was mache ich denn jetzt?
Wir können uns später unterhalten, McPherson. Ich werde tun, was ich kann. So, blau, du magst nicht, aber was mach ich denn jetzt? Jetzt, wenn das Ding nicht mehr steigt. Das kann nicht funktionieren. Weil? Keine gute Idee. Ja, ich befürchte, die Dame wird jetzt gleich gegrillt. Da kann man ja nichts machen. Ich weiß nicht, wie viel Zeit mir noch bleibt. Ich muss mich... Uns bleibt nicht mehr viel Zeit. Oder gibt es draußen irgendwas? Kann ich mir gar nicht vorstellen, oder? Wenn man da erinnert. Oder vielleicht da. So ein Schloss habe ich schon einmal gesehen. Hier kann ein Empfänger angeschlossen werden. Aber der Steckplatz sieht anders aus als der, den ich im Keller gesehen habe. So ein Schloss habe ich... Was denn das Ding eine? Keine gute Idee. Lässt sich unmöglich öffnen. Ja, ich glaube, jetzt ist es gleich erledigt, oder? Ja, jetzt kann man eigentlich nur noch abwarten, was da passiert. Ich glaube, dass es jetzt gleich fertig ist. Tja, und das war's mit Still Life 2. Und ihr seht es ja, wir haben das schlechte Ende erreicht. Wir haben die Paloma Hernandez nicht gerettet. Aber ich bin ganz froh, dass ich irgendein Ende erreicht habe, weil mir das Spiel so dermaßen oft abgestürzt ist. Und ich eher schon daran war, dass ich das Projekt abbrich. Also, das heißt, das gute Ende kommt nimmer. Und weil das nimmer kommt, kannst du hier genauso gut jetzt auf den Knopfdrucker die ganze Sache abschalten und beim nächsten Projekt wieder einschalten. Also bis dann und habe die Ehre.